Non si sa qua per l'ultima intervista con i headliners dell'Open Lunezia della Sonderseite. Die fantastischen vier, drei de des sono qua. Qua sono Smudo, Andy Y e Thomas D. Bei Fnüz, willkommen. Schön, dass ihr da seid. Sì, grazie, va bene. Ich wollte euch eigentlich fragen, wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch? Seid ihr gut angekommen? Aber ihr habt ja bei Dunkelheit kaum den Ort gesehen. Ja, das ist richtig. Wir sind gerade im Prinzip auf Festivaltour und weil wir morgen nach Ulm fahren, haben wir uns, und wir gestern den freien Tag hatten, haben wir uns entschlossen, nach Zürich zu gehen, dort in einem schönen Hotel zu sein, hierher zu kommen heute Abend und morgen dann nach Ulm zu fahren. Und sind also im Dunkeln hier angekommen. Was abgefahren ist, du fährst quasi die ganze Zeit Serpentin hier nach Graubünden rein und hast keinen Horizont und das fuckt den Vestibularapparat ab. Also das wird einem so ein bisschen schlecht, kann man an einem seekrank werden. Aber wir haben ja Kräuterschnaps mitgebracht, beste Medizin. Ihr könnt euch aber vorstellen, hier ist eine wunderschöne Berglandschaft hinter euch. Ich habe es auf Fotos gesehen und auch auf anderen Bildern vom Festival und unsere Crew ist ja schon seit heute Morgen hier, die haben auch schon fleißig Bilder geschossen. Das letzte Album, das habt ihr hier ganz in der Nähe aufgenommen, im Fürstentum Liechtenstein. Wie ist es dazu gekommen? Ich kann es zusammenfassen. Ja, bitte. Die Idee, es ist ja eigentlich ist das Album so eine Art Hausaufgabe von unserem Management, die gesagt haben, nehmt doch mal, nachdem ihr so lange auf Tour wart, mit eurer geilen Band diese Songs mal richtig cool auf, dass das mal richtig erledigt ist. Andi hat also eingeflüstert. So, und wir dachten, okay, machen wir, aber wo machen wir es denn? Dann kam das Management mit der Idee, zu den Abbey Road Studios zu gehen. Und dann wäre die Geschichte toll. Und wir sagten, ja komm, Abbey Road, das ist so weit weg. Die haben einen anderen Strom, glaube ich sogar. Essen ist kacke und dann fehlt irgendwie ein Kabel und dann und dann verehren die einen nicht, weil sie uns nicht kennen. Geht natürlich auch nicht. Und jetzt ist jetzt Liechtenstein und auf die Idee die kam eben auch, weil es ein ganz grandioses Studio gibt, wo man wirklich richtig toll aufnehmen kann und man unsere ganzen Kram reinbauen kann. Und Liechtenstein ist unweit von Vorarlberg, dem Bundesland in Österreich, wo wir immer auch ganz oft kreative Zeit verbracht hatten. Da dachten wir, hey, das ist ein bisschen mehr unser Zuhause und hatten dort eine ganz großartige Woche verbracht mit einem geilen Studioteam und auch unsere Gastgeber waren, es war einfach, wir dachten, es wird eine komische Hausaufgabe, aber es war eine unvergessliche Woche für uns alle. Kommen wir gerade dazu zu dem Unvergesslichen. Was hat das mit euch als Band gemacht, diese Lieder wieder aufzuarbeiten? Musstet ihr noch gewisse vielleicht Textpassagen anpassen in die heutige Zeit oder gab es Diskussionen, wie man das umsetzt? Naja, wir wollten eben, die Schwierigkeit war eigentlich die, dass es kein Live-Album sein sollte, ohne Publikum, aber auch kein Studioalbum, wo man normalerweise viel Zeit, Monat im Studio verbringen kann, sondern durch die Erfahrung auf der Bühne, die Songs besser gemacht hat, das zu nutzen und trotzdem ein Studioalbum zu machen, aber möglichst eben mit unserer geilen Liveband. Und das Schöne daran ist, wenn du Songs so oft gerappt hast, dass du wesentlich entspannter bist dabei. Die Energie ist da, aber du musst niemandem mehr was beweisen. Und das macht die Songs eigentlich noch geiler, weil sie dann, wenn du weniger, ist wie beim Blues. Die Leute müssen ganz alt werden, um guten Blues zu spielen, weil sie dann irgendwann sich nichts mehr scheißen. Und ja, ganz genau. Und dann das reift, ne? Das reift so. Und am Ende fällt man zurück, konzentriert sich auf die Essenz. Und die haben wir auf dem Album. Deshalb ist es auch echt schön geworden, wird auch sehr gefeiert, inklusive des Sounds auch, wo die Hi-Fi-Enthusiasten da draußen wirklich durchdrehen. Also dann erlaube ich mir zu sagen, ihr als reife Deutschrap-Pioniere, ihr habt ja auf den Standard gesetzt. Wie schaut ihr heute auf die aktuelle Deutschrap-Szene? Was flasht euch, was nicht? Oh, das ist ehrlich Da gesagt... nickt jemand, ich glaube, vielleicht kann man das Mikrofon... Na, also wir sind ja ganz verschiedene Individuen. Also es ist phasenweise. Ich kann nicht sagen, dass mich was allgemein kickt, aber manchmal finde ich, manchmal ist es ein Reim oder manchmal ist es ein Sample. Aber ich merke schon, dass ich finde, dass wir von der Perspektive her soundmäßig eine komplett andere Generation sind. Das ist so mein Gefühl dabei. Das geht mir auch so. Ja. Bei mir ist Deutschrap verboten daheim. Wenn man so lange zusammen ist in einer Band, was macht man doch dann noch zusammen neben der Musik? So gemeinsame Interessen, zum Beispiel angeln gehen oder keine Ahnung. Was gibt's da noch bei euch? Also Oder wollt ihr überhaupt noch neben der Musik Zeit miteinander verbringen? Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil das wirklich auch oftmals eine unscharfe Grenze ist, was jetzt, also wenn wir zusammen arbeiten, dann hängen wir eben auch zusammen rum, dann keine Ahnung, wird gegessen, gekocht oder irgendein Ausflug. Unser Ausflug ist eben auch hierher zu kommen. Manche Sachen machen wir dann gemeinsam. Heute haben wir zum Beispiel den ganzen Tag gemeinsam im Wellnessbereich verbracht. Ja, das war großartig. Und machen wir nicht auch Frühstücken? Keine Ahnung, wir hatten auch neulich, also gerade momentan auf der Festivaltournee sind wir sogar relativ viel zusammen gerade. Wir chillen dann gemeinsam. Haben wir nicht diesen tollen Witz gehabt mit dem U-Boot, was verunglückt ist?
Und im Marihuana-Graben, die breiteste Stelle Deutschland, der Welt, der breiteste Stelle der Welt, der Marihuana-Graben. Oh, Hammer, der ist richtig hoch, Ja, der das klingt aber immer, als hättet Marihuana-Graben. ihr euch gerade erst kennengelernt so ein bisschen. Also das funktioniert ja noch. Ihr hattet in eurer Karriere Konzerte unter anderem in einer Höhle, in einer Telefonkabine und spielt heute in einer der abgelegensten Ecken der Schweiz. Wo würdet ihr gerne noch spielen, wenn ihr das auswählen könntet? Im Marihuana-Graben. Ja, das muss jetzt kommen. Ich habe tatsächlich keine ja gut, es gibt so ein paar heilige Hallen, aber das ist dann mehr so europäisch, international, keine Ahnung, sowas wie das Apollo zum Beispiel, wo der Kollege Seven ja gespielt hat. Verdammte Axt, der alte Schweizer hat es geschafft, wir nicht. Hier heißt es von allen Seiten, im Publikum, aber auch im Backstage, wenn wir Leute interviewen, Fanta 4 ist das Highlight und auch die Künstlerinnen und Künstler, die sagen hier, wenn wir die Jungs treffen, dann werden wir starstruck sein, dann werden wir nervös im Backstage sein. Hast du gesagt Highlight oder Highland? Highlight. Ich hoffe, ich habe Highlight gesagt. Bei wem würdet ihr noch leer schlucken, wenn ihr ihn oder sie im Backstage antrifft? Gute Frage. Kommt schon vor. Also ich fieber ja wirklich auch dem nächsten Post Malone Album entgegen, bin großer Fan von ihm und er war auch in Köln und da war ich voll neidisch, weil da war nämlich Apache mit dem Backstage Bierbong spielen. Das hätte ich gerne gemacht. Ach, dann hätte ich. Wobei wir sind ja alle nur Menschen. Ja, man ist zwar nervös, weil jemand eben für jemanden dann für einen persönlich dann so eine bedeutende Persönlichkeit ist, aber auch er ist nur ein Mensch. Und deshalb, wenn ich die Leute treffe, versuche ich sie immer da runterzuholen und sagen, komm her, wir verbringen die gleiche Zeit hier, wir sind nichts Besonderes. Ich finde es schön und bin auch sehr dankbar für unsere Karriere und was wir erreicht haben. Das ist schon was Besonderes, aber wir sind trotzdem so wie jeder andere, also so wie Post Malone am Ende auch. Scheiße, super, jetzt habe ich mir den selber kaputt gemacht. Ja, am Ende ist es aber auch so, das klingt jetzt so ein bisschen, ich weiß auch nicht, so ein bisschen drüber vielleicht, aber weil wir das selber schon so lange machen und ja auch immer wieder eigentlich damit zu tun haben, dass man gelegentlich jemanden begegnet, der dann ganz aufgeregt ist, einen zu treffen, dass es aber dann auch dort sehr schnell relativ normal wird und gerade in so Zeiten, in dieser ganzen Social-Media-Welt, wo ich das Gefühl habe, dass die Leute eigentlich viel näher an ihren Idolen sind, dass es viel normaler geworden ist, normal zu sein und gerade wenn man sich unseren Kollegen nähert, ist das, glaube ich, auch so, dass es dann automatisch sofort so ein kollegiales Niveau ist. Also wenn ich jetzt noch ein bisschen drüber nachdenke, dann habe ich ja tatsächlich Meatloaf einmal beim Schminken, saß der neben mir. Schmink. Ja, und das fand ich schon toll. Und ich habe Monster Magnet getroffen, das ist ein großer Traum von mir in Erfüllung gegangen. Und letztens hat der Mumpi, ein Fotograf von uns, ein Bild gemacht mit Kiss. Mit den geschminkten alten Kiss-Männern, du weißt schon. Ja. Da war ich auch ein bisschen neidisch. Und Elton John hätte ich gerne gesehen auf seiner letzten Tour. Aber nicht persönlich, sondern nur im Konzert. In Stuttgart, das ist schon länger her, das war so Mitte, Ende 90er, war ich mal in einer Schlange am Check-In-Schalter gestanden und hinter mir waren die Beastie Boys. Richtig. Und dann war ich auch ganz kurz starstruck, um dann aber sofort zu meinem Reimlexikon rauszumachen. Hier bin selbst, mache auch Musik, bin von den Fandas und der eine fängt an, ey, die haben gestern im Radiosender davon gesprochen, wir sahen irgendwie ganz ähnlich wie die und dann war das sofort ein normales Gespräch. Das ist schon crazy. Also, nee, starstruck. Ich war nervös, als ich jetzt mal jemanden kennengelernt hatte, weil man darf mittlerweile seine Kinder Smudo nennen in Deutschland. Das ist ein erlaubter Name. Okay, ja. Und wir haben jemanden kennengelernt, der heißt Willi Smudo, der ist jetzt 5. Das fand ich schon komisch, als ich das per E-Mail erfahren hatte. Und den haben wir letzte Woche kennengelernt und da war ich ein bisschen nervös vorher. Als hieß so, Willi Smudo kommt. Ja, na klar, es war auch dann so ein bisschen, denkt man sofort, der Alte muss irre sein. Aber Willi Smudo war ganz gut drauf eigentlich. Muss an seinem Namen liegen. Also da hätte ich noch eine Frage bzw. eine kleine Lektion zum Schluss. Man redet ja hier Romanisch. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Das ist die 4. Ja, Landessprache. ist das nicht auch, ist das auch das Kartenspiel ist Jassen? Kann ja, das sein? das ist auch ein Kartenspiel. Ich war mal also bei meinem bei uns ersten gibt's Urlaub in Drockes. Interlaken, habe ich einen Fernsehsender gesehen, da haben die Jassen gespielt und es wurde romanisch moderiert und ich dachte, what the fuck? Ich hab nichts davon Da haben die verstanden. gejasst, sagt man. Genau. Gejasst. Im Jazzclub. Und wenn ihr die Leute hier in Romanisch begrüßen Free wollt, Jazz. dann könntet ihr sagen, Bună seara Lumnezia. Guten Abend, Buona Sera Lumnezia. Lumnezia. Das war gar nicht italienisch, was Nee, du vorhin Romanisch, Rätoromanisch. Nus essen Nus essen? ils quattro fantastics. Il Squattro Fantastics. Buona seara Lumnezia, nus essen ils quattro fantastics. Buonsara Lumnezia und Chartre Fantastics. Wow, okay, aber Ich kann euch den Spickzettel mitgeben, dann könnt ihr es ja probieren, wenn ihr wollt. abgefahren. Es ist ja tatsächlich. macht das gerne. Ja, na. Vielen Dank. Vielen Dank euch für eine gute Show. Dankeschön. Alrighty. Hi, ich sono restați modești als Quattro Fantastics, die fantastischen 4. Ich glaube, er hat Staatsbesuch gesagt. Ja. Vielen Dank.